Stößchen. Stößchen. Wir hatten damals einen Dreh. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Irgendwie mit Armut, Seniorenarmut oder Kinderarmut. Keine Ahnung, ist ja auch scheißegal. Auf alle Fälle hatten wir ein Catering. Allererste Sahne. Ich sag ja immer, wenn das Catering nicht stimmt, dann stimmt ja gar nichts. Ja, da gab's einen Seehecht im Salzmantel. Oh, da hätte ich mich drin wälzen können. Ich sag dir, drin wälzen. Toll. Ja, bitte. Ja. Frau Mommsen, der Herr Feigl ist da. Sie erwarten ihn. Ja, Herr Feigl, ich grüße Sie. Grüß Gott, Feigl. Das ist unser Herr Golling, der Regisseur unserer neuen Sendung. Ah ja, grüß Gott, Feigl. Hallo. Herr Feigl. Sehr zum Wohl. Herr Feigl. Ja, sparen wir uns die Artigkeiten, legen wir gleich los. Herr Feigl, für welche Sendungen haben Sie bis jetzt geschrieben? Ja, also ich hab geschrieben die Drehbücher und zwar für Satiren aus Bayern. Dafür haben wir auch den Grimme-Preis bekommen. Das sagt mir jetzt nichts. Ja, und dann habe ich 25 Jahre die Notizen aus der Landeshauptstadt gemacht, zwar für die ARD. Das war so eine Art, ja, satirischer Jahresrückblick. Ja, das ist mir jetzt momentan kein Begriff. Ja, und dann habe ich halt noch, gewissermaßen als Broterwerb, habe ich noch ein paar Folgen geschrieben von lustige Sketche mit Wacki und Gacki. Wacki und Gacki, die haben Riesenlucky. Toll, ja, Wacki und Gacki, Respekt. Ja, und dann habe ich noch für den Kabarettisten Sebastian Pallenberg habe ich noch die Kabarettprogramme geschrieben. Ah, ich dachte, Pallenberg schreibt seine Programme selber. Aufsagen tut er sie selber, schreiben eher nicht. Wie auch immer, Herr Feigl, wir suchen einen Autor für eine anspruchsvolle, augenzwinkernde, aber irgendwie auch lustige Satiresendung hier bei uns im bayerischen Fernsehen. Eine Sendung, die sich mit der bayerischen Volksseele beschäftigt und dem Volk gewissermaßen, ja, aufs Maul schaut. Da meine ich, war ich nicht der Falsche. Wie? Was? Ich hab's jetzt nicht verstanden. Da meine ich, war ich nicht der Falsche. Nein, die Lautstärke war soweit in Ordnung. Inhaltlich habe ich nicht ganz verstanden, was Sie gesagt haben. Ich denke, das war bayerisch. Ah, ja. Wie auch immer. Herr Feigl, haben Sie uns denn etwas mitgebracht? Ja, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann darf der Humor der Sendung ja auch ein bisschen schräg daherkommen mit nicht ganz so vorhersehbaren Pointen. Ja, dann lassen Sie mal hören. Also, eine ältere Dame ist in einer Metzgerei, sie kauft ein, alles noch ganz normal, dann geht die Türe auf, ein japanischer Tourist kommt herein, blättert in seinem Reiseführer und sagt zu der älteren Dame... Muss es denn unbedingt ein japanischer Tourist sein? Wie meinen? Japanische Komparsen sind wahnsinnig teuer. Ja, und die sehen ja auch nach nichts aus mit ihren Pfannkuchengesichtern. Nehmen wir doch so einen feurigen argentinischen Torero-Typen. Hm? Nein, also wegen der Pointe wäre schon wichtig, dass da ein Japaner... Ja, und eine ältere Damalskundin, also das ist ja auch Quark. Ne? Das sieht ja nach nichts aus. Nehmen wir doch die Christiane Neumann, die ist toll. Ja, die hat sich doch jetzt gerade die Möpse machen lassen. Genau, die nehmen wir. Nein, das ist ja wegen der Pointe. Ach, Pointen werden überschätzt. Wir brauchen junge Dinger mit solchen Teilen. Hm? Hätten Sie sich denn Pretty Woman angesehen, wenn statt Julia Roberts Inge Meisen mitgespielt hätte? Ja, und wenn wir schon dabei sind, also Metzgerei geht natürlich gar nicht. Geht natürlich gar nicht. Ja, es wäre aber schon wichtig wegen der Wurst, die ja in dem Sketch... Wegen der Wurst brauchen wir doch keine Metzgerei. Eine Wurst lege ich Ihnen auch an die Copacabana, wenn Sie das wollen. Copacabana ist toll. Ja. Da können wir ja zum Beispiel... Nein! Dann ist ja der Dialog... Ach, Dialog wird überschätzt. An der Copacabana bekomme ich tolle Bilder. Und wir brauchen Eisbären. Ja. Natürlich Eisbären. An der Copacabana. Ja, ist doch scheißegal. Dann nehmen wir eben Löwen. Genau das ist es. An der Copacabana liegen der Latin Lover und die Christiane Neumann mit ihren riesen Teilen. Und dann kommt ein Löwe und dann sagt die Neumann... Nein, Herr Yamamoto, Pressack ist ganz was anderes wie Weißwürste. Das ist doch total urbayerisch. Herr Feigl, haben Sie noch mehr solche Knaller auf Lager?